ich glaube vor allem, dass die Mehrheit der Kantone wird das Nein zu dem Burka-Verbot sagen. Du hast gesagt, es ist ein Problem, das nicht, nicht existiert in der Schweiz. Ein paar Leute sehen das anders, auch ein paar Leute aus der SP, zum Beispiel der Zürcher SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Er hat letztes Jahr gegenüber der NZZ gesagt, meine Meinung ist klar, Burkas gehören nicht hierher. Ich bin ein liberaler Mensch und in einer liberalen Gesellschaft zeigt jeder sein Gesicht. Monika, das schwächt jetzt aber deine Position ein bisschen. Muriel, Entschuldigung, das schwächt jetzt aber deine Position ein bisschen. Nein, glaube ich nicht. Wir sind eine große Partei. In der SP gibt es verschiedene Meinungen und es ist nicht, weil eine Meinung für mich libertizid ist, dass ich auch für diese Meinung einstehen muss. Ich glaube eben, dass es noch wichtiger ist, zu kämpfen, für was wir denken. Es ist noch wichtiger zu zeigen, dass es nicht die gute Lösung ist, dass wir die Frauen stigmatisieren und dass sie einfach zu Hause bleiben werden. Weil wenn diese Frauen rausgehen können, heute ist es, weil sie eine Burka anhaben, weil sie sich nicht frei zeigen wollen und diese Frauen werden zu Hause bleiben. Ich glaube nicht, dass man jemanden befreit, indem man diese Person zu Hause einsperrt. Erich, du bist ausnahmsweise gleicher Meinung mit einem SPler, nehme ich mal an. Ja gut, da habe ich auch keine Berührungsängste. Tatsächlich? Ja, nein, ich habe noch nie Berührungsängste gehabt. Es geht ja schlussendlich darum, das, was ich vertrete, möglichst durchzubringen. Und das ist natürlich gut, wenn das ein Teil der SP auch mit Ich glaube nicht, es ist ein Teil, es ist eine Person, also bitte. Du hast aber vorher noch den Aspekt von der Sicherheit reingebracht und jetzt muss ich aber trotzdem sagen, wenn man einen Blick auf die Statistiken wirft, dann sieht man, dass kein einziges Terrorattentat in Europa je von einer Burka-Trägerin verübt worden ist. Zählt denn das Argument mit der Sicherheit noch? Momentan jetzt noch nicht, aber wir wissen nicht, was alles noch kommt. Und, ja, und willst du dann auch Rucksäcke verbieten? Weil eine Bombe kann ich auch in einem Rucksack tragen. Also wenn man ein Attentat begehen will, dann muss man nicht eine Burka tragen. Ich sehe da das Problem wirklich nicht. Es geht aber vieles viel einfacher, wenn man nicht erkannt wird, für gewisse Delikte zu verursachen. Aber wir haben das Vermummungsverbot in der Schweiz, jetzt bei Demonstrationen beispielsweise. Oder? Nützt aber nichts. Nützt aber nichts, aber dort kann man erklären, dass es Sinn macht, oder gerade die Demonstranten, die Sachbeschädigung machen, eben, es nützt zwar nichts, aber dort muss man härter durchgreifen, aber dort ist auch ein Problem, aber ich sehe es wirklich nicht. Das ist etwas, wo die SVP, wie so oft in ihrer Politik, einfach über etwas redet, versucht so ein bisschen das Gefühl bei den Leuten abholen, weil man hat ja ein bisschen Angst vor denen, oder? Mir ist das auch fremd, so eine Burka, ich finde das nicht etwas Gutes. Aber ich finde, nur weil ich das nicht gut finde, wollte ich das anderen nicht verbieten. Und das ist das Wichtigste vom Begriff der Freiheit und ich glaube, das müssen wir am Erich noch beibringen. Gut, ich bin sehr ein freidenkender Mensch. Und dort hier würdet ihr eigentlich recht geben, aber dort hier geht es eben um die Freiheit auch der Frau. Dass die Frau nicht gezwungen ist, unter diesem Tuch zu sein. Weil es gibt fast keine Frauen, die effektiv das freiwillig machen. Und wenn sie unbedingt unter diesem Tuch sein wollen, können sie das gut machen daheim, wenn sie das wollen. Oder der Fasnacht können sie das so einmal im Jahr anlegen, das Tuch, und das lenkt. Muriel, der Erich hat hier, glaube ich, einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich auch, was auch faktisch erwiesen ist, dass fast alle muslimischen Frauen in der Schweiz, die Burka-Trägerinnen sind, zum Islam konvertiert sind. Zum Beispiel auch Nora Illy. Ich nehme an, die meisten von euch dürften sie kennen. Sie ist Präsidentin vom Islamischen Zentralrat Schweiz, also der Organisation, die sich für einen sehr konservativen Islam einsetzt. Sie ist vor wenigen Monaten bei der Anne Will im deutschen Fernsehen auftreten und hat, man möchte fast sagen, der islamische Staat verteidigt. Steht also klar für die Ablehnung von westlichen Werten. Möchtest du das trotzdem verteidigen? Ja, ich glaube, dass westliche Werte auch sind, dass wir die Freiheit verteidigen, dass wir das gute Beispiel zeigen, dass wir zeigen, dass jeder frei seine Religion ausüben kann, wie er sie es möchte. Auch wenn sie uns schadet? Sie schadet uns nicht. Solange sie uns nicht schadet, müssen wir nichts dagegen machen. Und sonst haben wir schon Gesetze, die da sind, um diese Personen zu bestrafen. Du hast vorher auch von Verbot gesprochen an Manifestationen. Und ich glaube auch, dass es eine schlechte Sache ist, dieses zu verbieten, weil eine Person, wenn sie etwas Schlechtes tun möchte, ist das heute schon bestraft und kann sie das heute schon nicht tun. Und sich vermummen oder nicht ändert nichts. Was es ändern wird, ist, wenn jemand gegen den Klimawandel manifestieren will, dann kann er dann einfach nicht mehr als Polarbär rausgehen, weil er dann auch verdeckt ist. Also irgendwie ist es komplett irrelevant, so etwas durchzubringen.
Es wäre ja lustig, wenn die linksautonomen Krawallmacher, die in Bern oder in der Stadt Zürich alles kaputt machen, neue Polarbären würden demonstrieren gehen. Also da hätte ich wirklich nichts dagegen. Aber solange die vermummt sind und die ganze Stadt kaputt machen, finde ich, es wäre schon wichtig, dass man deren ihr Gesicht sieht. Ja, ich bin auch gegen Gewalt. Ich bin auch, dass jemand bestraft wird, wenn er jetzt Steine wirft. Und ich denke, es ist nicht normal. Die Polizei kann heute schon etwas dagegen tun. Ich denke, das ist auch eine Art, sich auszudrücken, manchmal auch vermummt irgendwo hinzugehen. Ja, das ist verboten. Ich meine, alles, was ein bisschen Gewalt ist verboten heute schon. Und das wird keine Differenz machen, ob man jetzt vermummt sein oder nicht kann. Es ist einfach so, dass man, wenn man Gewalt will machen, dann geht man raus und macht es und dann muss man nicht sein Gesicht verdecken oder nicht. Das kann man auch ohne, das kann man auch mit, das ist ein bisschen egal. Also dieses Gesetz ändert nichts und ist eben gegen den Islam, wie ich es schon gesagt habe. Okay, vielleicht noch der allerletzte Punkt. Gemäss einer Schätzung vom Bundesrat aus dem Jahr 2010 tragen 100 Frauen in der Schweiz eine Burka. Also ihr macht euch da schon sehr Mühe für 100 Personen. Gut, es sind schon 100 Frauen zu viel und wir hatten genau das Gleiche wie dann zumal beim Minarettverbot. Wir hatten dann 3 oder 4 Minarette. 4. Und wenn wir das Minarettverbot nicht in die Bundesverfassung geschrieben hätten, hätten wir jetzt viel mehr Minarette. Ihr müsst ins Deutsche schauen, wie viele Minarette die sprießen wie Pilze zum Boden aus, überall. Also jetzt als und jetzt die Minarette, die schon stehen, die beantragen, dass sie da ihren Bettruf noch über die Lautsprecher schallen und so viel das ist etwas ganz anderes. Wir sind hier ein christlich abendländliches Land und wir sind hier nicht ein muslimischer Staat. Muslime können ihren Glauben gerne ausführen, wenn sie wollen, aber ganz sicher nicht in der Öffentlichkeit. Ja, dieses Minarettverbot hat, glaube ich, nichts gebracht, weil man musste eine doppelte Ansage haben, um ein Minarett zu bauen. Das heißt, die Gemeinde musste Ja sagen und der Kanton. Also das Einzige, was es gemacht hat, ist, dass die Schweiz im Ausland als rassistisch dargestellt wurde. Ich war zurzeit im Ausland und jedes Mal, als ich gesagt habe, dass ich Schweizerin bin, haben sie mir gesagt, obwohl ich 16 war und gar nicht stimmen konnte, ja, du bist doch Rassistin, weil du aus der Schweiz bist. Ich denke, das gibt einfach ein schlechtes Bild der Schweiz und hat gar nichts anderes ich bin sehr viel auf der Welt unterwegs und dort hier schauen sie die Schweiz, punkto Demokratie, immer als Vorbild an. Und wir haben überall auf dieser Welt einen ganz hervorragenden Ruf. Da musst du mir noch zeigen, welches Land das solche Vorwürfe an die Schweiz macht. Da möchte ich wirklich eine andere Frage, weil du schaffst bei einer Bank, du hast sicher Kunden aus aller Welt. Was sagen die zu dem? Also es ist schon so, die Schweiz ist insgesamt sicher ein Vorbild, wenn man schaut, wie gut es uns geht, wenn man schaut, was wir für ein gutes Bildungssystem haben. Aber das sind Werte, die wir beschützen müssen, die wir weiterentwickeln müssen. Die Demokratie, die Erich angesprochen hat, das ist nicht etwas, was einfach bestehend ist, es wird auch weiterentwickelt. Wenn jetzt aber die Demokratie missbraucht wird, um Stimmung gegenüber Minderheiten zu machen, dann kann das langfristig eben nicht mehr als Vorbild dienen für andere Länder. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein. Es ist schon so, dass die Schweiz auf der ganzen Welt gut angesehen wird. Wir haben vieles richtig gemacht. Auch die FDP hat viel dazu beigetragen, dass der Schweiz so gut geht heute. Die Jungen sind noch nicht, wir sind noch ein bisschen zu jung, aber wir arbeiten daran. Aber wichtig ist eben, dass wir die Werte nicht verraten, um auch gewisse Minderheiten zu unterdrücken. Und das ist das, was ich bei der SVP ankreide, die ja sonst gerne die Schweiz verteidigt und sagt, wir sind konservativ, wir schauen dem Land. Aber wenn wir genau unsere Grundwerte verraten, dann haben wir eben nicht mehr so einen guten Ruf in Zukunft. Das stimmt aber jetzt nicht wegen der Demokratie. Die FDP ist Gegnerin der Demokratie. Sonst hätten sie unsere Zuwanderungsinitiative im Parlament umgesetzt und nicht gut, so torpediert. Das sprengt den Rahmen, das müssen wir wirklich uns eingestehen. Aber gut, wir kommen zu den Schlussstatements. Jeder von euch ein 30-sekündiges, kurzes, knackiges Statement. Muriel? Ja, ich denke, es ist wichtig, sich gegen dieses Gesetz zu wehren. Ich denke, es geht gegen die Verfassung der Schweiz, es geht gegen den Artikel 15 für die Freiheit der Religion. Es geht nicht für diese Frauen, es geht den Frauen dann nicht besser. Diese Frauen werden sich zu Hause einfach einschließen und ich denke, es ist eine große Verstoßung gegen alles, was die Schweiz eigentlich heute als Werte hat und für Freiheit eigentlich einsteht. Vielen Dank. Andri?
Ich bin dagegen, dass man Kleidervorschriften in die Bundesverfassung tut. Ich finde, es ist nicht Sache von der Politik, zu sagen, was man anlegen darf, was man nicht anlegen darf. Wir haben im Kanton St. Gallen ein Beispiel gehabt, da hat man Miniröcke an Schulen verbieten. Und ich glaube, wenn wir in der Politik so weit sind, dass wir darüber diskutieren, was ein Mensch anlegen darf oder nicht, dann haben wir definitiv keine anderen Herausforderungen mehr. Und das ist nicht der Fall. Und darum bin ich gegen die SVP Burka-Verbotsinitiative, weil ich finde, dass wir andere Probleme zum Lösen haben und keine Kleidervorschriften brauchen. Und Erich? Ich bin ganz klar für die Verschleierungsinitiative. Erstens, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen. Zweitens, aus Schutz vor der Frau, dass man die Frau nicht dermassen unterdrücken. Und drittens, wir haben einmal im Jahr Fasnacht und nicht das ganze Jahr. Vielen Dank, dass ihr extra nach Bern gekommen sind. Für dich ist es nicht so ein weiter Weg gewesen, aber für euch zwei. Und schönen Abend noch. Danke für die Einladung. Merci. Danke.